Am Schluss sind dann auch viele zu mir gekommen und haben so gesagt, hey, so eine schöne Stimme hast du, so eine würde ich auch gerne haben. Dann habe ich so richtig das Gefühl, ich bin berühmt. Das ist SRF Kids Inside. Da siehst du, wie Kinder in der Schweiz leben. Und wir treffen sie dort, wo sie sich treffen. Im Verein. Heute sind wir bei der Stimmwerkbande in Chur. Mit dabei ist der Arno. Singen bedeutet für mich Freiheit. Ich singe am liebsten klassisch. Der Neil. Man kann sehr gut seine Gefühle ausdrücken, wenn man traurig ist oder wenn man fröhlich ist oder so. Die Anna. Es ist vielfältig, es sind gute Leiter und auch gute Leute. Ich singe am liebsten so englische Lieder oder romanische Songs. Und die Luana. Wir sind wie so eine kleine Familie, weil wir kennen uns jetzt auch alle recht lang. Seit der 1. Klasse singe ich und seitdem singe ich halt nur klassisch und darum ist es mir so ans Herz gewachsen. Der Arno hat gerade die Schule fertig. Ciao. Aber zu tun gibt es noch so einiges. Ciao. Die Schule ist aus dem Ferien gegangen und jetzt gehe ich heim und dann mache ich daheim die Hausaufgaben. Und vielleicht werde ich dann noch an der Gimmi-Prüfung von letztem Jahr ein bisschen arbeiten, als Vorbereitung. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, ich werde es schaffen. Zum Teil ist halt vollpackt und dann ist es so, dass ich fast keine Freizeit habe. Und zum Teil ist es easy. Ich komme aus dem Prättigau. Wir haben ein sehr kleines Quartier und viel Wiese rundherum. Wilde Fahrt nach Hause. Ich fahre an den Hügel einmal so geschwind ab. Sieht man mich fast nicht. Hoi Mama! Wir haben die Informationen bekommen für den Laternenumzug. Es ist auch am Dienstag, vielleicht gehe ich dann zwischen den Stimmwerkbande. Also ich habe eine Schwester und einen Bruder und die gehen auch in die Stimmwerkbande. Und dann habe ich noch Mama und Retti. Das Gimmi will der Arno aus einem ganz bestimmten Grund machen. Ich will Polizist werden. Und zum Teil bin ich ein bisschen faul. Und ich habe nicht Lust, eine zweite Lehre, also eine erste Lehre voraus noch machen. Und wenn ich das Gimmi mache, dann kann ich das eben auch ohne die erste Lehre. Und da ich das Gimmi gemacht habe, kann ich ein bisschen höher einsteigen. Und darum wird es für mich vielleicht einfacher sein, um an die Spitze zu kommen. Ich finde es cool, zum Geheimnis lösen und Verbrechen aufklären. Wir wohnen in einem Haus in Chur und ich habe noch einen Bruder und Mama und Papa. Dann morgen noch für Luzern. Nur für Luzern. Ich möchte gerne Musical-Darstellerin werden. Und dort ist halt dort musst du halt tanzen können und auch singen und Schauspiel. Also mein Traum wäre, wenn ich als Musical-Darstellerin arbeiten würde und in New York am Broadway wäre. Aber ja, da haben wir noch viel zu tun für das. Für diesen Traum gibt Luana alles. Heute macht sie eine Collage mit ihren Zielen und Träumen. Also, habe ich da so Bilder genommen, so Ballett, Singen und dann das Vorbild Adele und Lady Gaga. Ich singe ja schon mega lang und tanze auch. Und nachher haben mich die Tanzlehrerin angesprochen. Weil dort bin ich eben neu ins Musical gegangen. Und nachher hat sie gesagt, ich bin halt so mega gut im Musical. Weil wir mir überlegen, könnte in Talentklasse kommen. Das ist so eine Schule, wo man mehr Zeit für seine Hobbys hat, wo man halt dann gerne auch vielleicht mal machen würde als Beruf. Es hat so einen Wochenplan. Am Montag in der ersten Lektion gibt es immer eine Planungslektion. Dann gibt es so Input sozusagen. Dort ist der Lehrer vorne und unterrichtet er so. Und die anderen kannst du wie selber einteilen. Also jeder hat einen anderen Plan. Wenn man auch natürlich lernen. Aber man hat mehr Zeit, so dass es für dein Hobby wie passt.
Also am Montag gehe ich ins Musical. Und dann kommt noch eine Tanzstunde. Und dann am Dienstag kann ich 2 Stunden singen. Am Mittwoch habe ich Klavier. Und am Donnerstag habe ich 2 Stunden tanzen. Und am Freitag habe ich zuerst noch 1,5 Stunden Musical und nachher 1,5 Stunden noch tanzen. Only knife behind when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you feel high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Sauber. Ich habe mich ein paar Mal verspielt. Der Refrain ist nicht gut. Den mache ich jetzt noch. Ich finde, es ist nicht zu viel. Aber die anderen machen halt schon so viel ab und so. Aber ich finde, es zahlt sich dann auch aus, weißt? Wie wenn du vorne auf der Bühne stehen kannst und singen oder tanzen. Adò il fuoco cocce ma si fuie, de lasst sta. De lasst sta. Wir gehen in den Einzelunterricht, dann auch singen, klassisch. Mama ist da sehr hoch im Geschäft beim Singen. Sie ist Bündner Kantonalgesangsverbandspräsidentin. Und Retti war Dirigent und spielt Trompete und so ein bisschen Orgel. Hat viel mit Musik zu tun. Also singen darf ich nur im Zimmer, weil meine Stimme, hast du sicher gehört, ist relativ laut, ja. Und darum hat es eine Regel gegeben, dass man nur noch im Zimmer singen darf. Er hat jetzt eine klassische Opernstimme. Nicht so wie ich und der Main, wir haben eher so die Popstimme. Er hat jetzt halt eben die Opernstimme und dann ist das richtig laut, wenn er richtig wieder raufkommt. Cool, vor allem am Schluss sind dann auch viele zu mir gekommen und auch ältere Leute und haben so gesagt, hey, so eine schöne Stimme hast du, so eine würde ich auch gerne haben. Dann habe ich so richtig das Gefühl, ich bin berühmt. Du hast eine Frage, weißt du? Ich weiß nicht. Nein, so. All smiles and no takes a foolish step. Das hast du schon laut genommen. Ja. All smiles and nobody takes the fool this town. I'll do it till the song goes down and out to the night time. Ich bin in der Talentklasse. Im November habe ich so eine Prüfung. Nachher muss ich dort vortanzen, einen Dialog sagen und vorsingen. Also die Prüfung ist schon recht wichtig, weil sie gibt wie so eine Bestätigung, ob du vorwärts machst, ob du weiterkommst und ob du das Potenzial auch hast. Oh yeah, I tell you what you wanna hear. If my song lets the sun, well I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my eyes. Nochmal. So ein Scheiß. Warum? Weil ich ablenke. Ja, aber ich kann das nicht da. Weil es nicht gut tönt. Wie machst du es? Mit Bauchstimme oder mit Kopfstimme? Ja, schon mit Bauch, aber es tönt einfach... Geht. Also dann kommst du in den Übergang. I put my arm anspannen. Schritt vorne. Jetzt lädst du die Rüstung an, das darfst du auch singen. Aber ich muss lauter. Sicher? Okay, nochmal. All smiles and nobody takes the fool this town. I'll do it to the Unstoppable. Mir gefällt halt so dort die Energie und auch was sie singt. Also sie singt ja, ich bin unschlagbar und so. Und das gefällt mir halt, weil
Es ist halt so, sie gibt so Energie in dem Lied und sie weiß auch, was sie singt. Also sie tut die Bedeutung so in ihre Stimme umwandeln. Und ja, also ich habe halt das Lied ausgewählt, weil es auch ein bisschen zu mir passt. Yeah, yeah. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Unstoppable today. Okay. Sauber. Put my arm around. Ja, also ich wäre eigentlich schon gerne berühmt. Das wäre schon noch cool, so zum berühmt zu sein. Und dann kennen die halt alle. Ja. Wir gehen auf Chor in Stimmerbande. Mir gefällt es, dass wir so verschiedene Lieder singen. Von klassisch bis weiss auch nicht wo. Auch in der Kantonssprache. Ich meine, wir singen Romanisch, Italienisch und Deutsch. Und das gefällt mir. Und mir gefällt auch sehr, dass wir einfach eigentlich so, wir sind super. Also ja. Also ich bin richtig froh, dass ich in einem Chor bin. Ciao Mama. Oh, das ist dumm. Ziemlich blöd, ja. Nein, von den Eltern. Ja, jetzt so. Wir müssen auf den Jakob, ich gesagt, wir müssen starten. Und ich muss auf das WC. Egal. Ja, jetzt müssen wir. Ciao. Der Neil ist Arno sein bester Freund. Allerdings sehen sich die beiden nicht so oft. Warum das so ist, erfährst du beim nächsten Mal bei SRF Kids Inside.